Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, wie versprochen gibt es jetzt erstmal Knüppelkeile hier für die ganzen Freaks, die hier rumhängen. So, Tons bis fürs Necronomicon, nee, Spaß. Wir knüppeln da einfach nur so drauf. Das wäre Verschwendung jetzt vorm Endboss hier nochmal groß mit Zornespunkte rauszurotzen für solche Schimmelgegner. Ja, okay, das sind auch die, die hinten stehen. Oh, ja gut, Guy rahmt erstmal ordentlich auf mit den Typen. Jetzt stehen sie sowieso vorne. Jetzt sind sie geschissen. Jetzt bist du dran. Wo war das nochmal? Bei Gothic, genau. Die Bandite bei Gothic sagen sie mal. Jetzt bist du dran. Hoch wie der ruft zwei Skelette. Wie stark Kerl. So. Jetzt geht's erstmal auf die Schniss. Ui. Ja, Gordo rahmt nur gleich auf, wahrscheinlich weil der Feuer aufgeladene Attacke hat oder weil die Skelette einfach nur schwächlich ohne Ende sind. Ich glaube, mit Feuerelement hätte es nochmal so richtig was reingerobbt. Weiter nur Skelette. Und weiter drauf. Ich finde es schade, dass man die Kapselmonster immer nur von hinten sieht. Es hätte mich auch sehr interessiert, wie Gordo von vorne aussieht. Huch, der ruft einen Zombie, der andere macht Fokus. Ja, bloß auf, ich sag das. Ich sag das im Gute. Gott sei Dank. Hör doch auf, du Sausack! Nein! Du vergammelter Drecksknote! Mann! Scheißendreck, Helfer. Verfickte Scheißviecher, Alter. Entschuldigung, da wäre ich richtig zornig bei sowas. So kurz vor knapp. Kurz vor Endboss nochmal schön in den Tod gejagt, damit alle Zornespunkte verrauchen. Ja, Blitz können sie meinetwegen machen, das ist mir absolut egal. Aber hier Seelan einfach tötet, das sollte nicht sein. So. Verflixt nochmal, die leben aber auch länger als geglaubt, die Viecher. So. Ups, jetzt bin ich mit Guy aus Versehen auf das blöde Skelett drauf. Scheiße. Okay. Wenigstens ist dann der Hahnebambel von Helfer weg. Schattenaura, Alter, geht's noch? Aber zum Glück zieht's dann viel ab. Okay. Also allmählich könnte uns in St. Gordo auch mal bald die Fluchtart treten. Der ist ja nicht so der mutigste. Mal auf alle und du dort drauf. Ja, natürlich. Gordo, du elender Feigling. Steht du als fetter Drache? Da kriegt er dreimal auf den Sack und schon verzwirbelt er sich ins Nirvana. Sein elender Mistkerl und Feigling. So, ja, schämol, zweimal Verstärkung gerufen. Toll. Dadurch, dass er den rotzige Zombie gerufen hat, stehen die jetzt natürlich auch noch in der hinteren Reihe und sind geschützt. Okay, der ist schon mal kaputt. Ich hoffe, die Zombies machen das auch fertig. Der lebt ja als noch. Der lebt ja als noch. Auf die Schniss. Ja, das sieht gut aus. Kennst du mal aufhören, einfach Viecher in die vordere Reihe zu beschwören, du Sausack? Ich weiß schon, warum ich im letzten Let's Play da einfach, oder in der letzten Episode hier einfach vorgerannt bin. So. Keinen Bock hab auf die ganze Scheißtypen hier. Dafür dürfte die Erfahrung ziemlich gut sein, die ich hier krieg. Ja, 6150, das ist gar nicht mal so schlecht. Für Guy reicht's noch für Level. Leck mich am Arsch. Du gehst jetzt nie mehr hoch. So, das hat mir jetzt gereicht. Hier wieder 4 Minuten Stress mit einer Kotzeviecher. So, jetzt kümmern wir uns hier beim Berg der Blumen um das hier. Einfach nur drauf losgelatscht und schon geht der Kampf los, ohne irgendwas zwischendrin. Panikblume! Brennen sie nieder, Höllenwind. Ja, gegen fliegende Gegner. Scheiß drauf, wir probieren es einfach mal. Gordo kann hier mit seiner Feuerangriffe natürlich viel reißen. Ui, Maxim mit seinem Feuerschwert. Ach. Sobald er die Zornesattacke mit seinem Feuersturm hat, dann läuft das. Puh. Hatschi. Von der Blume noch arg genießt war er. Nimm das. Du heilst uns. Wobei, warte mal.
aber wir haben leider nichts, um die KP von alle aufzufüllen. Dann muss es halt so sein. Jawohl, Gordo. 857 und Maxim jetzt aber mit 508 hinterher. Geiler Scheiß, oder? So kann man hier mal beim Gegner richtig was abziehen. Ich weiß noch, dass das Vieh verdorrte Blume noch beschwören kann. Jetzt niest es uns wieder an. Gut, drauf. Machen wir Blutball drauf und Guy haut drauf. Ja, Gordo verpisst sich wieder, obwohl das natürlich das stärkste Monster hier, Kapselmonster weg gegen die Panikblume. Aber wir ziehen jetzt solide ab. Ja, das war's. Das ging ja relativ fix. Jetzt ist sie tot. So, machen wir dann erstmal hier. Upsala. So, ja. Eben die Tastekombinationen richtig drauf gehabt. So, jetzt gehen wir mal da hier. Ist das denn die Blume, die der Lara gesucht hat? Ich hab gedacht, das wäre ja riesige Blumen. Aber die hier ist so schön, das muss die richtig sein. Ja, du hast recht, dann lass uns da mitnehmen. Ach Gott, man ist ja ganz bescheiden hier. Götterblume erhalte. Alter. Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir eine Fluchtzauber anwenden, gehen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen hoch und... Scheiße! Machen ein bisschen Rambazamba, aber gegen die 4 Necronomicon will ich kein Rambazamba machen. Ich glaube, da oben hatten wir noch was. Nein! Ach, leck mich am Arsch. Ich will eigentlich nicht gegen die Kämpfer. Necronomicon Magier sind scheiße. Nein! Ja gut, mach Feuerklau so viel wie bitte, aber ich will hier nämlich sei bei euch. Och Mann! Ja, jetzt leck mich doch am Berzel. Genau, Feuerfaust drauf und weg mit dem ekligen Knabe hier. Zack, Geirotz auch nochmal drauf. Ja, auf Verstärkung zu rufen, ich sag das. Natürlich wieder in die vordere Reihe. Sind das ätzende Scheißviecher? Sind das ätzende Kotze-Typen? So, hier und hier. Gut. Jo. Ich müsste jetzt das Skelett wegbrennen, ne? Gut. Du sappernder Sausack, Mann. Gut. Jetzt alle wieder drauf auf das scheiß Necronomicon-Beschwörer-Vieh. Ich hasse es, wenn so Gegner ständig so Viehzeugs beschwören und die dann auch noch in die erste Reihe packen, nur damit sie so einen Verteidigungsbonus wieder kriegen. Lästig. Nein! Okay, jetzt greifen wir wenigstens zuerst da. Müssen wir den Sauhaufen halt irgendwie ausdünnen. Drauf und Wetter. Gut. Ich glaube, der passt auch ganz gut. Oh. So, und das Wetter. Auf die Schniss. Und fort mit dir, du Knetkopf. Alle hopp. Maxim nochmal mit dem Level. So, genau. Den wollte ich mit dem Haken noch erwischen. Den dumme Hund. Ah ja, hier waren noch ein paar Gegner, genau. Um die wollte ich mich noch kümmern, richtig. Ist zwar auch wieder ein bisschen Zeit vergangen, seit ich die letzte Episode gespielt habe, aber ich wusste noch, dass ich gesagt habe, wir gehen nochmal zurück und geben deine Viecher da oben nochmal ein bisschen auf die Fresse. Einfach nur damit wir die Erfahrungspunkte mitnehmen. Gut, das wird es jetzt gewesen sein. Spätestens so Maxim, genau. Jo. Gut, das waren die Tengu noch. Da kann sich auch Guy total austoben mit seiner Flugaxt. Ich finde es aber echt schön so mit den Details. Ui! Sprich, die Tengu, die haben ja die lange Nase, die so charakteristisch sind. Die haben auch die japanische Geta-Schuhe. Also ich muss sagen, mir gefallen sie eigentlich ganz gut. So. Ja, auch mit heiligem Wind, mit Götterwind. Oh, ups, das war mal ein Machtwort gesprochen. Okay, Zaubertrank gibt es aber 3. So, jeder nochmal schön geheilt. Und eine 10 Sekunde, die ich jetzt noch circa habe. Okay. Das sind auch noch ein paar, die ich fertig machen kann. Gut.
Ja, das ist halt lästig, dass es so Viecher sind, die so Masseschade austeilen können. Und jetzt so richtig und dann uns wie auf die Fresse. Seeland zieht hier verdammt gut ab. Und Guy zieht auch ganz gut ab. Einer von den seltenen Augenblicke, wo Seeland wohl mehr abzieht als Guy. So, jetzt auch auf die Wichtelmänner. Ich weiß gar nicht so im Schnitt, wie viel Erfahrungspunkte die so geben. Naja, die rufen wieder Erdvipern herbei. Sollen sie machen. Das ist etwas stärkeres Viehzeugs als das, was die Necronomicon beschwören. Und sitzt, passt, ja, wackelt, ja, und hat Luft. Noch over in dem Fall. So, warte mal. So und so und du schlagst du drauf. Ui, nicht schlecht. Dann dürfte es auch gewesen sein. Yep. Okay. Genau, Grizzlies und Trolle. Das ist ja auch so ein Paar, wie man es auch in der Natur im richtigen Leben wieder vorfindet. So. Ah, das sind jetzt nur Grizzlies, ohne Trolle. Okay. Schade eigentlich. Die Trolle mag ich als Gegner. Die sind so schön stupide auf die Gosch. Die machen zwar gut physische Schade, aber ansonsten haben sie nicht irgendwelche merkwürdige Spezialattacke, die ihm das Leben schwer machen können. Deswegen, ich mag so Gegner. Die sind ziemlich unkompliziert. Und außerdem sind Trolle Klassiker. Maxim, nicht schlecht. So, Endkampf sollten wir noch machen. Einfach nur damit Seeland, glaube ich, noch das Level abstaubt. Oh, natürlich. Natürlich, es muss gegen Necronomicon sein. Leck mich doch am Berzel. Dann machen wir jetzt mal Frostfluch drauf. Und der Höllenwind, jo, machen wir auf den. Einfach nur damit wir wieder ein paar Zornesattacke einsetzen. Schauen wir mal, ich hoffe, das reicht, um den ersten zu legen. Mann, sind sie kälteempfindlich? Boah. Aber für den ersten hat es gereicht zu legen. Gut. Herrst du auf, wieder Kuhle zu beschwören und Blitze zu machen, du schlappe Flicker, du Elender. So, drauf. Alter. Dann auf dich und auf Guy als Alibi und Ludo. Weil Maxims Angriff dürfte hier dicke reiche. Ja, die sind nämlich feuerempfindlich. Okay. So ein dummer Hund. Nein, hör auf. Zitter, zitter. Schwein gehabt. Okay, die Viecher müssen wir jetzt so schnell wie nur irgendwie möglich killen. Oh, gleich mal 866 Schade reingerotzt. Okay, gut. So sieht das doch alles ordentlich aus. Seeland, Guy und Gordo, perfekt. Dann Flucht. Und wir warpen uns jetzt. Ach du, ich habe keinen Bock mehr zu laufen. Kytos. Joink. So wird das gemacht. Aber erstmal gehen wir eine Runde Ratze, damit sich einmal wieder der Magiehaushalt auffüllt. Ja, für 50 Gold. Wir können es uns leichter. Gut. Wie sieht es denn aus eigentlich? 110.043 Gold. Das ist ordentlich. Das ist ein gutes Polster. Gehen wir mal zu der Lara-Reihe. Gucks. Lara, aufwache. Ich hab wirklich klasse geschlafen. Morgen. Bitte. Das ist die Blume, die ich gesehen habe. Ja gut, da haben wir also der richtig mitgebracht. Bitte verkaufen wir die Blumen. Ich bin nicht reich, aber ich gebe euch alles, was ich habe. Ja, wir haben die Blumen geholt, um sie dir zu schenken. Ja, schenkt mir die Blumen. Ja, nimmst du auch? Na klar, aber seid ihr euch sicher? Boah, das Hohe strengt meine Stimme auch ein bisschen an. Wenn ihr sie einpflanzt und züchten könnt, ihr sie teuer verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie man Blumen züchtet. Ich glaube, die Blume ist bei dir gut, besser aufgehoben. Danke vielmals, ich passe gut auf sie auf. Wenn du ein paar gezüchtet hast, kriege ich dann Annie? Na klar. Übrigens, wer ist die Blume eigentlich? Ich glaube, was sie schon einen Namen hat, bitte gib mir doch einer.
Ich? Wie wär's mit Prifea? Prifea, das klingt wirklich hübsch, genau das ist es. Freut mich, dass dein Name gefällt. Selan, wir sollten jetzt aber wieder aufbrechen. Ja, wir müssen los. Ich hoffe, du hast bald Tausende von Prifeas. Nur mal so am Rande, gibt es solche Blumen wirklich mit dem Namen Prifea? Ich bin jetzt leider nicht so der Botaniker oder Gärtner oder so, dass ich das wüsste. Wenn ihr was wisst, schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein. Das ist wirklich toll, die Blumenschwesterherz. Ja, ich werde Tausende von Züchtern jedem in der Welt zeigen, wie schön sie ist. Ja, Allah. Was uns angeht, wir sollten dann nur noch dem Chip gucken von wegen Schiff und so. Wie sieht's denn hier aus? Ja, Schiff wird gerade verkauft, alles klar. Ah, da steht ja der Lexus. Gut, noch dir habe ich ja gesucht oder noch irgendwas Schiffartigem. Oh, Maxim, wo warst denn du? Der Motor und Schiff sind schon lang fertig. Schon? Er sagt, das ist gerade auf einer Testfahrt. Er wird gleich zurück sein. Oh, da ist er ja schon. Ach Gott. Leck mich doch am Säckel, das ist ja unglaublich schnell. Ich weiß, beeindruckend, ne? Da geht ab wie Schmitz Katze, das Ding. Dauert nur ewig, bis das Miniaturschiff da kommt und Hund auch sofort gewackelt hier, des Satos. Ich zieh den Hut von dir, Alexis, also der Motor ist eine unglaubliche, tolle Erfindung. Das wusste ich natürlich schon immer. Alexis, das Schiff kehrt dir, wenn du vor dein Labor benutzen darfst und du möchtest auch etwas erfinden. Das kann zwar nicht jeder etwas erfinden, aber ist das dein Ernst? Das Schiff kostet mich nichts, das ist verlau? Ach, ganz genau, du hast dich nicht verheert, bin ein super Geschäftsmann her. Na, dann kannst du das Labor natürlich jederzeit benutzen. Danke, ich bin schon unterwegs, pass mir bitte gut auf die Exerion auf, wie es noch her, ja. Lexus, was ist Exerion? Der Name von dem Schiff. Ich finde Exerion ist ein ziemlich cooler und schnaffter Name. Übrigens, wir wollten ja das Schiff kaufen, ne? Aber was babbelst du da wieder für ein Quatsch? Ich kenne jetzt zu euch. Ja, stimmt. Jetzt der Schiff, auf ins nächste Abenteuer! Yeah, Lexus schließt sich an. Jetzt haben wir den etwas ältere Gentleman hier noch dabei. Huch, wir latschen anscheinend sofort los. Oh, alter Falter. Warte mal. Huch, wie wir segeln hier noch teilweise für Landzunge. Erstmal wollte ich natürlich nochmal in den Laden mit ihm gehen, um zu gucken, was er dann alles hat und was man noch kaufen kann. Schraubstock natürlich hat er dann ausgerüstet. Eine ganze Schampel kann er tragen. Plattehemd könnte er tragen. Glaszylinder. Ja, okay. Ich mag ja noch gucken, was er für Zauber so drauf hat. Stärker und Helfer ist gut und ein paar solide Zauber. Das ist nicht verkehrt. Ja, dann holen wir doch die nächste Ausrüstung auch in der nächsten Stadt. Aber ich wollte einfach nur gucken, was er so schon drauf hat. Hier gibt es natürlich auch wieder Gegner. Eine Glibberfisch und eine Blitzfisch. So widerliche Laternefische. Finde ich persönlich ultra eklig. Boah, Alter. Nur noch lustiger ist der Blobfisch, falls ihr den kennt. Wenn nicht, dann müsst ihr mal unbedingt auf Google einfach nur Blobfisch eingeben. Das ist so witzig, das Vieh. Das ist so ein Tiefseefisch, der wirklich nur tief ohne vorkommt. Und ohne kann er dann zwar voll die Form haben. Aber sobald er an Land ist, naja, dann entsteht, dann gibt es kein Vakuum mehr, wo das Vieh dann existieren kann und der fällt einfach in sich zusammen und sieht einfach nur widerwärtig und lustig aus. Als hätte er riese Rievenas. So, ich vermute mal, wir müssen hier lang, ne? Jo, sieht doch ganz nett hier aus und durch die ganze Riffe können wir irgendwie weiter. Alter, der Kampfbarsch. Wenn das ein Barsch ist, dann, naja, gute Nacht. Was ein grottenhässliches Scheißvieh. Würde sich Gott nicht lieber wünschen, das wäre tot? So, was ist dann nur noch? Aha, hier ist noch irgendein Gedöns. Schicksalsinsel. Nö, da müssen wir noch nicht hin. Wir müssen erst einmal... Wir müssen erstmal dort hier. Königreich Danubia. Hallo, willkommen im Schloss Danubia. Okay.
Aber ich stehe der Sache, ihr liebe Leute, ich habe mal wieder die 20-Minuten-Grenze erreicht und ausgereizt. Und wir sehen uns immer mal wieder zur Let's Play Lufia auf Pelzig, wenn wir hier reingehen ins Königreich Danubia. So Leute, erstmal gescheit Aufsteller. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder. Ayan Yankee.